Im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße euch mit dem Gruß der Apostel. Der Herr sei mit euch. Schwestern und Brüder im Glauben, wir haben allen Grund, Gott Dank zu sagen für die Gnadentage der Mission. Ich denke, die große Beteiligung heute zeigt, wozu wir Menschen fähig sind, wenn wir bewusst auf Gott vertrauen. Modlíme sa. Božo, sme v tutých dňach sviatého misiona ve víre obnovili a skručili. Vostaň s nami tež ve všednym živeniu, zobuchme se slovami a skutkami svetlo víry a Božie ľubosti do sveta nesli. K temu spočnam svojho sviatého ducha. O to Cię prosimy, przez Chrysta naszego Knieza. Amen. Da fehlt doch etwas. Und sie sind ganz entrüstet, dass alle bei Tisch das Gesicht verziehen und sagen, tatsächlich, da fehlt doch etwas. Die Hausfrau probiert die Suppe und sagt tatsächlich, ich habe das Salz vergessen. Sie wissen, wie das so ist. Die Köchin lacht jetzt schon. Sie wissen, wie das so ist, wenn man das Salz vergisst. Wir waren eine große Familie, wir waren 8 Kinder und Mutter sagt, morgen früh wird um 5 Uhr aufgestanden und an den verschiedenen Läden stellt ihr euch in die lange Schlange der Salzsuchenden an. Und das haben wir dann getan. Mit 8 oder 9 Pfund Salz kamen wir überglücklich nach Hause. Sie kennen ja das Schlangenstehen von früher hier noch mehr, als wie wir es im Westen damals in den Nachkriegszeiten mussten. Salz. Liebe Schwestern und Brüder, erst wenn es nicht mehr da ist, dann merkt man, wie notwendig man es braucht. Und nun, liebe Gemeinde, braucht Jesus dieses Bild vom Salz der Erde. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Er sagt nicht, ihr solltet eigentlich so etwas wie Salz sein. Müht euch darum, wie Salz der Erde zu sein. Nein, er sagt, ihr seid es. Ich habe euch dazu gemacht. Sorgt dafür, dass ihr diese Aufgabe, die ich euch gegeben habe, Salz der Erde zu sein, dass ihr aus dieser Kraft und aus diesem Auftrag euer Leben als Christen gestaltet. Und ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, wir haben in diesen Tagen miteinander erlebt, und das war für Sie, aber auch für uns Missionare das große Geschenk, dass Gott uns beauftragt hat, unsere Zeit und unsere Welt aus dem Glauben mitzugestalten. Wir leben nicht mehr in einer christlichen Welt, in einer nachchristlichen Welt. Wir spüren auf der einen Seite die Gleichgültigkeit, aber auf der anderen Seite auch bei vielen Menschen eine echte Gottbedürftigkeit. Das Land
der 1000 Kreuze. Das Land der Männer, die zu Ostern die Osterbotschaft vor aller Welt deutlich bekunden. Da ist es wichtig, dass man immer wieder versucht, auch die geistliche Botschaft, die damit verbunden ist, mit dieser Tradition, dass die das Herzstück ihres Tuns ist, wenn sie als Männer durch den Ostertag hindurchreiten, durch die Gemeinden, um da deutlich zu machen, Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden und das ist der Kern und die Freude unseres Glaubens. Gemeinde von morgen wird Salz der Erde sein, wenn die Liebe, die Geschwisterlichkeit, die uns durch das Evangelium gegeben ist, wenn die immer wieder neu erfahren und erlebt wird. Darum Ihnen noch einmal dieses Wort vom Anfang. Ihr seid das Salz der Erde. Bleibt, was ihr seid. Es ist eindrucksvoll zu erleben, wie sie singen. Ihre Kinder, die haben auch die Mission mitgemacht und da haben wir auch ein Lied eingeübt, das heißt I love Jesus, ich liebe Jesus ganz tief in meinem Herzen. Und das können die Kinder mindestens genauso gut singen und so laut, wie sie jetzt alle dieses Lied gesungen haben. I love Jesus, deep down in my heart. Herr unser Gott, dein geliebter Sohn ist am Kreuz gestorben, um alle Menschen zu erlösen. Wir bitten dich, segne dieses Missionskreuz, stärke unseren Glauben, damit wir in der Torheit des Kreuzes deine Macht und Weisheit erkennen und in Ewigkeit teilhaben an der Frucht des Todes und der Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Dieses Missionskreuz sei gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lubi modostni, wyższe młoda generacja naszej chrześcijańskiej osady. Na wami będzie zależeć przychód wiary a naszego narodu. Wy macie naród w oboje wieru a serbską rzecz dalej dać. Wy macie zamowitość, co ma znamio krzyża, któryż jest znamio za Bożą lubość, przychód w naszej osadzie. Wam przepodam misjonski krzyż, zobyście wieru dalej niesli do przychodnej generacji. Jeliście k tomu zwolniwi, odmówcie ze słowem Amen. Amen. Wir hoffen und wünschen, dass die Tage der Glaubenserneuerung in der Pfarrgemeinde uns alle angeregt haben, sich neu zu besinnen, was wirkliche Werte des Lebens sind, und hoffen, dass Ihre Worte in uns fruchtbaren Boden gefunden haben. Als äußeres Zeichen der tiefen Dankbarkeit möchte ich Ihnen im Namen der Pfarrgemeinde einige Erinnerungsfotos, das ist dann hier drin, so, und einige Erinnerungsfotos aus dem Gemeindeleben, eine Druschka, die Sie auch lebensnah erfahren konnten oder noch können. So, die Druschkas, die bringen das dann leicht nach vorn. Sowie eine Pflanze, das möchten wir als äußeres Zeichen Ihnen überreichen. So wie eine junge und zarte Pflanze viel Aufmerksamkeit, viel Pflege und Liebe braucht, brauchen wir Menschen um uns
Liebevolle Menschen, die uns verstehen, uns achten und durchs Leben begleiten. Wir gehen hier ganz bereichert weg. Und wenn ich Ihnen als Pfarrgemeinde danke, dann komme ich nicht umhin, auch Ihren Seelsorgern zu danken. Vielleicht wissen Sie nicht, wie solche Missionen zustande kommen. Das ist seinerzeit passiert bei einem Lachsbrötchen und einer Tasse Kaffee auf dem Empfang im bischöflichen Haus, wo der Pfarrer Reo und ich uns kennengelernt haben. Nun geht Mission zu Ende und ich denke mal, es ist gut, dass sie zu Ende geht. Denn die Haushälterin, die sehr für uns gesorgt hat, mit ihrer Hilfe, wäre sonst in der Lage, dem Pater Wand noch einige Knöpfe annähen zu müssen, die beim Mittagessen schon weggesprungen sind. Dann erlebe ich den Pater Wolf, der schon über eine Namensänderung nachdenkt in Mircin Wilk. Es gibt viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu bleiben. Eine Möglichkeit ist auch unsere Zeitschrift Der Weinberg, wo ich schon gesehen habe, da haben sich einige eingetragen. Auch das ist eine Möglichkeit zu sehen, was wir tun. Aber der persönliche Kontakt, denke ich, ist der wichtigste. Von daher allen jungen Leuten, die hier sind, immer wieder auch herzliche Einladung. Ich habe in Zwickau immer gesagt, auf dem Weg nach Westen kommt sehr bald die Autobahnabfahrt Hünfeld. Dann ist es nicht mehr weit. Von hier noch einige 100 Kilometer, doch dort ist immer Platz, immer Zeit. Von daher euch und Ihnen allen immer ein herzliches Willkommen. Unser Haus soll offen sein, denn wir haben Ihnen viel zu verdanken, auch für unser eigenes Leben und unsere eigene Berufung. Gott vergelt, und so möge es nicht nur ein Gruß sein, sondern ein wirklicher Lobpreis Gottes, wenn ich Sie grüßen darf mit Buschqualle Jesus Christus. Wir wollen jetzt den päpstlichen Segen spenden. Das, was wir in diesen Tagen erlebt haben, ist ein Zeichen dafür, dass wir mit der ganzen Kirche und auch mit dem Papst, dem Heiligen Vater, in dieser Stunde ganz besonders verbunden sind. So wollen wir nun den päpstlichen Segen spenden. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Gott, unser Vater, segne euch mit allen Segen des Himmels, damit ihr rein und heilig lebt vor seinem Angesicht. Er lebt
schenke euch jene brüderliche Liebe, an der die Welt die Jünger Christi erkennen soll. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Modlimy za cyrkja załszyki, Godzyś Chrystusa jako sredziszcza swojego żywienia przypoznaja. Żeby we swoim żywieniu byli świadkoja radości, kotruż nam Chrystusowe poselstwo dari. Niże ści nas wolniwych, żebyśmy z radością a przeświadczeniem po Twoim gesowym poselstwie żywi byli. Modlmy się za młodych człowieków, którzy chcą całe swoje żywienie na służbę cyrkwi stawić. Żeby ku ze zaoritością a z mużitością swój nadałk spełnili. Kniże daj, żeby ku Pana nas pomoc a do wieru namakali, a przywoźli naszą modlitwę za nich.
Syna Ducha Świętego. Niechże usłysz moją modlitwę. Nie skódź z wami.